Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen beim wohl knusprigsten Gameplay auf YouTube. Heute schauen wir ein Roguelite-Game an. Was der Unterschied zwischen Roguelite und Roguelike ist, erkläre ich gerne mal in einem anderen Video. Es geht einfach darum, dass man mit dem Progress, den man gemacht hat, wieder fortfährt. Heute spielen wir zusammen Tavern of Gods. Es ist ein Autobattler, also das heisst, man hat verschiedene Champions, die man auswählen kann und tut sie dann auf dem Schlachtfeld platzieren. Und sie kämpfen nachher automatisch und man setzt sie einfach und bringt sie in Kombos ein. Das Spiel ist im Early Access, nehme ich an, im Moment noch. Ich habe es jetzt eigentlich schon 17 Stunden gespielt und es gefällt mir sehr und ich wollte es darum euch zeigen. Was man gerade im Interface sieht, es gibt Helden. Das heisst, man hat verschiedene Helden, die man am Anfang von einer Runde auswählen kann, die verschiedene Eigenschaften haben. Ja, jemand, den ich viel nehme, ist zum Beispiel der Victor. Das ist vor allem für Assassinen gemacht. Der erhöht den kritischen Schaden, den die verbündeten Assassinen austeilen, macht sie immun gegen Kontrolleffekte und erhöht den Angriff von den dämonischen Verbündeten um 54%. Da gibt es auch verschiedene Varianten von dem. Und je nachdem, wie viel Leben das er hat, sieht man, wie viel Mal dass man eine Mission nicht schaffen darf. Genau. Man hat seine Follower, das sind die ganzen Helden, die man aufstellen kann. Also, oder sozusagen die verschiedenen Götter. Ja gut, ist die Frage, ob es Dingsgötter sind oder wir Götter sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch einzelne Götter darstellen sollten. Oder sicher mal Followers von den Göttern, also die Nachfolger. Gut, dann haben wir eine Kollektion. Es gibt noch Items, die man nehmen kann, die dann in verschiedenen Sets funktionieren. Zum Beispiel, wenn man das Black Panther Set anschaut, kann man die Oak Eggs bekommen. Dann zum Beispiel Soul Devourer, Silver Moon. Und am Schluss kommt man mehr Attack Speed über, wenn man alle zusammen auf einem von diesen Followers hat. Ja, dann wollen wir mal in eine Runde starten. Das ist eigentlich die Weltmap. Dort kann man schauen, wo man starten will. Es gibt verschiedene Missionen mit verschiedenen Ampus, die verschiedene Fähigkeiten haben oder exklusive Effekte. Und je nachdem, um welche Zeit es man geht, kann es schwerer oder einfacher sein. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Victor an. Die Reroll kann man auch jemand anderen aussuchen. Wir nehmen gerade das, was wir vorher gezeigt haben. Dann dürfen wir uns schon bereits einen der Verbündeten auswählen. Der Duel Master ist sehr gut für den Anfang, weil er... gut. Sieht aus, als hätte es den angepasst. Weil normalerweise... Ah ja, da sieht man es. Er hat noch verschiedene Fähigkeiten, die kann man alle einzeln freischalten. Also man sieht, zum Teil sind sie noch nicht freigeschaltet. Für das braucht man die Diamanten, die man als Lohn am Schluss bekommt. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Duel Master. Nehmen den. Das höchste Schwierigkeitsgrad, das ich im Moment mache, ist Torment 4. Das ist dann schon recht heftig. Früher haben sie noch ganz andere komische Systeme mit Runen und Zeug und Sachen. Das haben sie jetzt viel besser gelöst. Also ist, je nachdem, wenn du abgeschlossen hast, so Edelsteine bekommen und die haben dann deine Gems besser gemacht und die Gegner nochmal besser und alles. Und am Schluss, ja, ist dann recht eskaliert. Aber von dem her ist es jetzt eine gäbigere Lösung. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Dark Forest an. Also wenn der Gegner kritisches Strike bekommt, gibt es 45% Chance, dass er zurück zum Angriff, zu dem er angegriffen hat, kommt. Also wenn ich viele Assassinen habe, wo schon die Crit-Chance erhöht ist, muss ich das nicht mehr am Schluss machen. Also go, gehen wir rein. Am Anfang kann man seine Diamanten austauschen. Ihr seht jetzt, ich habe nur noch 10. Also kommst du immer halt für den Abschluss von einem Lauf kommst über. Und mit 10 Diamanten mache ich nichts mehr, sonst geht man amigs auf Gold. Weil man kommt Zinsen über. Und mit diesem Gold kann man sozusagen mehr Leadership kaufen. Also kann man erhöhen, wie viele Einheiten das man haben kann. Oder kann auch Einheiten dann kaufen. Aber das sehen wir dann gerade nachher. Da gibt es dann also andere Währungen, die schauen wir dann an, wenn es soweit ist. Also, eben das wäre der Exchange, den man da machen kann. Haben wir natürlich jetzt nichts. Also let's go. Dann schauen wir mal die ersten Gegner. Kann man immer zwischen 3 entscheiden. Man kann es auch erneuern. Ja, am Anfang ist ein Sorcerer nicht schlecht, wenn wir so auf Nahkampf gehen.
Dann sollte eigentlich ziemlich gut gehen. Macht da gerade Geschwindigkeit auf. Man sieht, er macht es gerade recht viel Schaden. Von dem her easy. Also man sieht da extra 2. Basis ist es 8 Gold bekommst. Wenn du innerhalb von 30 Sekunden alle besiegst, kommst du 1 extra rüber. Und wenn alle überleben, gibt es einen. Dann gibt es jetzt nicht mehr, also jetzt lohnt es sich nicht mehr zum Gold sparen. Früher hast du noch bis 50 Gold, hast du Zinsen bekommen, 10%. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das gut finde oder nicht, aber ist okay. I can get an extra one gold. Gut. Jetzt sehen wir da schon mal, dass mit dem Gold, das wir haben, eigentlich etwas Neues kaufen können. Mit Alt können wir da schauen, was der macht. Der ist eigentlich meistens recht gut, weil wenn du viel Assassinen hast, wo wir jetzt Bild machen würden, ist natürlich auch gäbig, wenn du noch etwas hast, das tankt vorne raus. Dann würde man den noch reinnehmen. Dann, weil es jetzt ja nicht mehr darauf ankommt mit Sparen, können wir eigentlich alles ausgeben. Jetzt den haben wir ja schon, den Dual Master. Jetzt, wenn wir je mehr Kopien, das wir von ihm sammeln, desto schneller können wir ihn leveln. Wir nehmen dann gerade die 2. Und da sieht man jetzt schon, das Pfeil auf heisst, wir können ihn verbessern. Das Gold sollte ja bleiben bis Ende. Also kannst du eigentlich in die nächste Runde übernehmen. Oder kannst du jetzt eben da dann brauchen, um mehr Einheiten, also zum mehr Leadership-Punkte zu haben. Für deine Einheiten. Man sieht gerade jetzt, wenn ich da Rechtsklick mache, kann ich den promoten. Dann habe ich da seinen Skill. Also kommst du einen Stack von Fokus-Effekt über. Ich weiss jetzt nicht im Moment, was es ist. Müssen wir kurz nachschauen. Wenn es ein kritischer Strike ist, wenn man 3 von diesen Fokus-Effekten hat, dann wird der nächste Chaos Damage, also spezielle Schadensart. Also wenn man 3 Layer hat. Also heisst auch Fokus-Effekt wäre einfach der Effekt. Gut, wir müssen gerade upgraden. Dann wird das in Spell Level 2 und man sieht, jetzt hat er eine neue Passive drin. Also wenn er den Spell macht, dann hat er plus 50% Crit Chance für 5 Sekunden. Den tun wir auch gerade rauf. Der kommt da einfach Stacks von Defense über. Für Rüstung und Spell. Und sein Skill ist eigentlich, dass er einen Gegner einem Freund schilden. Eine gewisse Anzahl Damage. Gut, dann können wir da schauen, ob wir den schon einsetzen. Haben wir genug Punkte gesehen. Wir haben 14, der hat da oben 7 Punkte und der braucht auch 7, sieht man oben rechts. Dann gehen wir da mal ins nächste rein. Nehmen wir wieder den, weil der recht easy stirbt. Jetzt kommt er natürlich nicht mehr sein Bonus über, dass er allein ist. Man sieht schön innerhalb von 30 Sekunden. Also kommen wir wieder als extra Gold über. Da haben wir jetzt sogar schon den Soul Devourer. Da sieht man gerade, dass wir ein Set dazu haben. Da haben wir auch ein Set dazu, das wäre mehr richtig Tank. Und wir geben mal richtig Damage. Also eben normaler Angriff macht extra Schaden und ist 1% vom gegnerischen maximalen Leben. Zack, rein damit. Dann sieht man, haben wir schon wieder den. Eben, sieht man gerade, das sind Guardians. Wenn man 2 Guardians hat, kommen zum Beispiel extra Leben über. Und die anderen auch, also die anderen Follower auch. Da sehen wir zum Beispiel Mage. Kommen mehr Mana über pro Sekunde und so weiter. Also kann man es wie zusammenstellen. Die zum Beispiel TFT oder andere Autobattler kennen, der von Dota, das ist eigentlich recht ähnlich, sage ich mal, vom Aufbau her. Gut, dann gehen wir mal schauen, ob wir da haben wir schon mal einen zweiten Assassin, den sehen wir jetzt auch, ist rarer. Also ist natürlich auch besser jetzt als der andere. Und die haben eben, wenn wir jetzt 2 Assassins haben, dann haben wir Crit Damage um 125% erhöht. Was natürlich geil ist. Gut, da haben wir Silence Word. Den haben wir auch noch nicht gehabt, den hätten wir auch am Anfang auswählen können. Der tut einfach den Gegner silencen, wenn er seinen Spell macht. Und sonst tut er einfach das Mana vom Gegner wegnehmen.
kaufen wir natürlich auch ein. Gehen wir da mal ein bisschen durch. Man sieht auch da, je höher dass man die Leadership macht, desto mehr kostet es. Nehmen wir jetzt das schon mal ein bisschen auf, dass wir sicher unseren zweiten Assassin bringen. Sehen wir, der kostet sogar 8. Der kostet 7. 7. Okay, falsch gerechnet. Gut, dann würden wir einfach die zwei nehmen. Bei C können wir jetzt sagen, okay, dem tun wir gerade den ausrüsten. Und der hat einfach 3 Waffenslots da, wo wir die ausrüsten können. Gut. Dann nehmen wir mal die zwei Gegner da. Dann können wir natürlich die auch so setzen, dass sie auf einen Gegner gehen. Was natürlich auch besser ist, um jemanden schneller aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt sieht man schon gerade, eigentlich wenn man nicht, dass der stirbt. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass er das Ziel gewechselt hat, weil sonst hätten wir das Gold verloren. Also ist jetzt natürlich auch, die Gegner haben jetzt auch viel mehr Schaden und viel mehr Tankiness und alles. Ja. Gut, da haben wir eigentlich keinen, den wir gerade wollen. Da auch nicht. Da ist es ein bisschen kacke gerade. Würde mir da noch einen geben, dann machen wir einen Reroll. Dann haben wir natürlich auch noch Skills. Das ist vielleicht gerade ein bisschen viel, Shelter. Also der gibt einfach ein Schild, wo dann 35% vom maximalen Leben ist vom Follower. Dann können wir den gerade aufs Q ausrüsten und haben den ready fürs nächste Fight. Wird wir jetzt da mit den Leadership-Punkten ein bisschen anders umgehen, dass wir da unseren Tank drin haben. Wir würden uns den annehmen. Das ist ein Summoner, ein Beschwörer sozusagen. Die sind damals ein bisschen mühsam, weil sie halt Begleiter in den Kampf rufen, wo dann schwieriger ist, um die 30 Sekunden zu erreichen. Aber eigentlich können wir den auch durch den ersetzen. Obwohl vielleicht gegen so Magier lohnt es sich, wenn wir zum Beispiel eine Q machen, kann ich dem das Schild geben, dann überlebt er natürlich länger. Da sieht man auch, es gibt auch so Rassen, zum Beispiel Menschen. Wenn man 3 Menschen hat, dann haben wir weniger Kontrolleffekte. Aber da wir durch unseren Victor das draussen haben für unsere Assassinen, müssen wir eigentlich nicht auf richtige Menschen gehen. Gut, jetzt müssen wir schauen, ob irgendetwas zu einem Set gehört. Weil das lohnt sich dann meistens. Gut. Zum Beispiel haben wir jetzt Attack Power of Alice Demon Followers bei 54%. Und unten da haben wir das Set, das heisst Demon Sign. Das heisst, wir hätten Frost Whisperer, Jambo und Siphon Staff, wo dann der ein Charakter würde zu einem Dämon machen, wo dann der natürlich auch von dem Bonus profitiert. Ich würde aber jetzt zuerst auf das gehen, dass wir unseren Tank ein bisschen tankier machen können. Jetzt sieht man gerade, man hat also Strange Gem, die kann man an einem gewissen Ort austauschen. Und dann kann man sozusagen als zweites Item kaufen. Wenn das jetzt aber nicht wirklich das strongste ist, lassen wir es weg. Gut, es ist ja auch nicht normal, dass einem gerade so viel Assassinen schneit, wenn man da am Sparen ist. Aber ist natürlich umso besser für uns. Gut, da haben wir es nichts. Check, auch nichts. Jetzt haben wir da gerade eine Schwette. Also wenn man schaut, wo ist es gesehen? Da, man kann natürlich auch sperren, wenn man jetzt kein Geld mehr hat, dass man es nächste Runde noch könnte kaufen. Verliert natürlich einfach einen Reroll. Das kann ein kacke ist. Das ist jetzt schon auf Stufe 3. Ich würde sagen, mal läuft. Mal. Gut, dann würden wir jetzt. Die haben es gerade die Runde ein bisschen mit den Summoners. Also am Schluss ist es ganz krass, wenn man gegen Summoner spielt, weil sie einfach so strong sind. Jetzt auch gerade mit diesen Buffs, die sie kriegen. Aber ja, ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Schild habe ich auch sehr gern. Aber jetzt zum Beispiel könnte es ein bisschen eng werden mit diesen 30 Sekunden. Aber ja, die Summons, die der macht, sind jetzt nicht so stark. Aber ja, es ist allgemein ein das Problem mit den Summoner jetzt, je härter das Spiel wird, dass ihre Beschwörungen zu wenig stark sind. Es ist zwar schon so, wenn du jetzt 6 von denen hast, haben alle Summoners eigentlich volles Mana. Also würden gerade ihre Beschwörungen machen.
Aber bei den Endboss ist es immer sehr schwierig. Jetzt gehen wir da wieder durch. Nehmen wir da alles mit, was wir können. Und hoffen, dass wir da noch einen umbringen. Dann lassen wir die zwei da für die nächste Runde. Den können wir gerade promoten. Ein Silence Sword ist in dem Sinn stark, weil er halt kann Mana von den Gegnern wegnehmen und sie ihre Spells nicht machen können. Was eigentlich immer cool ist. Gut, dann gibt es noch den Duta, den Watcher. Bei dem kann man Bücher eintauschen. Also das heisst, das sind eigentlich die Skillbücher, die man hat. Dann gibt es die verschiedenen Skills, die wir nachher auch noch kurz anschauen können. Und dann kannst du zum Beispiel das Skillbuch eintauschen und wenn du das machst, kannst du bei den Skills nachher die verbessern. Also kannst du sie upgraden, wenn du genug Bücher hast. Der Rebirth ist eben auch ein sehr cooler Spruch. Das heisst einfach, du machst ein Feld und in diesem Feld tun sich deine Einheiten regenerieren mit Leben. Und das Powerfield ist eigentlich auch noch cool, weil die Einheiten dann mehr Damage machen. Ja, und dann gibt es noch Protective, wo du mehr Resistenzen bekommst. Und ja, und solche, die Anger sein, wo du einen kannst markieren, wo dann alle den angreifen, was eigentlich recht cool ist. Also je nachdem. Und wenn es verbessert ist, ist dann auch noch mehr Angriff auf den. Von dem her gibt es da recht viele Optionen. Jo, der lässt einem amix auch die Einheiten traden, oder jetzt haben wir bis jetzt gemacht. Hat es nicht mehr gespielt seit dem Update. Dann würden wir da rein. Das ist jetzt schon der Endboss. Das heisst, für den Endboss würden wir den Silence Sword nehmen, weil der einfach alles Mana weghauen und es durch das eigentlich recht easy ist. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht und der eigentlich in die Frontlinie nicht gespielt. Das hätte ich eigentlich nicht sollen. Und jetzt macht er eigentlich meinen Damage weg. Ja, also habe ich eigentlich den ersten Kampf verloren. Ich kann da surrendern und verliere jetzt das Leben. Das passiert, dann kann man auch mit so wie Energie, wo man sich verbessern kann. Eben, wenn man es nicht geschafft hat, kann man eigentlich so zum Beispiel mehr Damage bekommen und alles. Aber ich denke, wenn ich das richtig mache da, dann braucht es das eigentlich nicht. Aber wenn man nichts überlegt, haben wir dem gerade Schild. Weil der jetzt ist so ein AOE-Angriff, wo er alle Gegner aufs Mal kann angreifen kann. Und dann ist eigentlich alles weg sonst. Jetzt hoffen wir, es langt vom Damage her. Also man sieht eigentlich, sobald der Tank fällt, ist vorbei. Aber er sollte jetzt nochmal ein Schild bekommen. Ja, es wird mega close. Ja, das ist gut. Tipptopp. Haben wir natürlich wieder Zeit, das ist etwas, also gibt es nur 8 Gold. Das musst du schauen. Das wollen wir gerade nicht. Noble Boots sind immer gut, weil wir zum Beispiel Increase Hit Chance of Allies bei 15% kann als Set machen. Und das wäre dann für alle. Und da man viel misst oder viel daneben haut, ist das eines von der stärksten oder von der stärkeren Sets. Das ist einmal meine Meinung. Gut. Dann gehen wir da gerade durch. Also man kommt auch immer Leadership eigentlich +1 über, wenn man einen Gegner besiegt, oder haben wir gesagt +2 je nach Boss. Jetzt hier doch noch eins raushauen, weil wir doch recht viel auf der Bank haben, wo wir gerne wieder reinnehmen. Dann kann man da schauen, wo wir anwenden. Da kommen wir 500 Damage über. Ja, wir gehen da. Also die Gegner haben, wenn es daneben schlägt bei uns, dann macht es gerade nochmal einen Schlag, der dann 120% vom Damage macht. Also müssen wir eigentlich hoffen, dass es nicht daneben schlägt. Wir geben das einfach mal dem. Den können wir promoten. Jetzt haben wir sie, die wieder da ist. Let me try my luck. Das war auch mal eine Zeit lang anders gewesen. Da kann man noch Einheiten kaufen. Oder also Items kaufen. Zum Beispiel kann man da Waffen, leichte Waffen kaufen, Helm oder irgendetwas. Also man kommt da unten Punkte über. Von denen kann man nicht mehr auch am Anfang kaufen. Oder man kann da einfach Skillbooks kaufen, wo man aber nicht so weiss, was es genau gibt. Wir würden jetzt mal eine Waffe kaufen. Das haben wir nicht wollen. Aber ist okay. Wir haben
Spell Damage ist jetzt nicht gerade der Hit, aber ist auch nicht schlecht. Dann würden wir da in die nächste Runde rein. Das ist natürlich, wenn man viele Tanks hat, hat man natürlich länger, um sie zu besiegen. Und das ist wieder schwieriger, natürlich wegen diesen, kann ich es gaxen, diesen 30 Sekunden. Also man sieht es schon, wir haben ja den auch, der braucht einfach mega viel Zeit. Also werden wir dann mal das Schild. Das werden sicher alle überleben, dann kommen wir 9 über. Und sobald wir den nächsten Assassin drin haben, haben wir 3 und mit 4 kumpelt es dann auch in die Backline zuerst. Also dann wird man auch für einen Moment den Tank rausnehmen. Da schauen, was wir dem schon gekauft haben und was wir wollen. Wie wir dem die Hand schon geben. Nehmen wir die hier. Jetzt haben wir da 6, wir haben da sicher 7. Und jetzt locken wir. Ja, wir haben eigentlich nicht. Für einen locken wir nicht. Gut, dann können wir den gerade promoten. Der kostet 8, der kostet auch 8. Ja, das ist jetzt bitter, lange jetzt wieder genau nicht. Ja, dann müssen wir noch eine Runde abwarten. Und dann können wir es upgraden und reinnehmen. Wir gehen hier gegen die Assassinen, weil die schnell sterben. Ihr seht jetzt, er hat auch den Mana-Dude. Tipptopp. Sogar noch schneller als 1,30. Das heisst, wir haben viel mehr. Ja, die sind eben auch geil. Also viel mehr Gold, einfach eins mehr. Wir nehmen gerade die und wir nehmen unser Gem und kaufen die auch noch gerade. Dass wir möglichst gleich das Spell Damage mit dem Gemboat, da hat man eigentlich, dann nehmen wir die gerade. Dann können wir gerade Set bauen und dann ist es dann fertig. Ihr seht, es gibt dann auch Epic und die kosten natürlich immer mehr. Also kostet natürlich dann nachher auch jeder von denen kostet 3. Also, aber sind auch um das drunter. Wir nehmen den. Dann mal refreshen. Ich glaube, Audio vom Spiel ist. Ich hoffe, man hört. Ah ja, man hört schon. Gut. Schauen wir, ob es da noch etwas hat. Und für einen lohnt es sich nicht zum Rerollen. Aus dem haben wir das schon gegeben. Gut. Jetzt haben wir das Set aktiv. Das hat jetzt Increased Spell Damage of all Allies bei 15%. Also können wir jetzt eigentlich alle haben einen Boost, die auf dem Feld sind. Und die Attack Power Boost geben wir noch einen Dual Master. Bringt ihm zwar, glaube ich, noch nichts. Nehmen wir noch kein Set. So die Oak Eggs, die man da viel sieht, die braucht es recht viel für die ganzen Sachen. Gut, dann den haben wir schon auf Level 2. Dann haben wir den hier. Und dann starten wir uns das nächste. Und jetzt ist eben die Überlegung, dass wir sagen, okay, wir nehmen den raus. Obwohl der sehr strong ist im Moment schon. Und dann haben wir eigentlich den Boost aktiviert. Und sie haben jetzt da Increased Dodge Chance, Crit Chance und Spell Crit Chance. Also alle Crit Chancen bei 100% für 2 Sekunden nach dem Blinken. Also macht sie am Anfang recht viel Damage. Und wir haben nicht genug Leadership für das. Gut, vergessen wir das wieder. Und machen Standard. Also man sieht auch jetzt mit dem Spell Damage fangen auch die an zu eskalieren. Und dann nachher, wenn wir, sobald wir 4 Assassinen haben, wird es nochmal krasser am Anfang. Gut. Debuff Damage wollen wir nicht, den wollen wir eigentlich auch nicht. Wir können es refreshen. Dann machen wir einfach einiges. Das ist neu. Recovery Aura. Das ist 20% Chancen auf Gift. Wir nehmen mal das. Geben das unserem Tank nachher. Schaut mal, dass wir unsere Sachen ein bisschen verbessern können.
Teilen wir einfach mal grosszügig aus da. Gut. Dann können wir auch den promoten. Das geben wir uns im Tank. Also eben, wenn er angegriffen wird, kommt er 3% mehr Armor und Spell Resistance über für 4 Sekunden und stackt unendlich. Und mit seiner Passive zusammen, wo du 5-mal stackt, hast du dann auch wieder 10, 20, also kommst du auf einen recht krassen Wert tun. Jo, next. Summoner haben wir wie gesagt nicht so gern. Ja, eigentlich können wir es gehen. Weil jetzt können wir den austauschen. Und dann würden wir die da links und rechts durchjagen. Jetzt sieht man gerade, es hüpft hinten. Dem geben wir gerade den Schild. Tipptopp. Er ist fast gestorben. Ja, der Red. Der verbessert einfach das Skill-Level. Den brauchen wir aber eigentlich nicht. Den brauchen wir auch nicht. Und den haben wir schon. Den wir da mal einmal resetten. Die haben wir eigentlich alle auch nicht. Das geben wir noch die letzte aus und dann haben wir die Oak Axe. Die gibt einfach mehr Basic Damage und die ist recht strong. Also gibt natürlich dann auch mehr Crit von dem aus und allem. Da haben wir schon unsere erste epische Assassine. Cast Throw, Attack Power increased by 80% für 5 Sekunden. Also wenn er schreit, dann geht es für 80 Sekunden. Was wir noch haben, weil wir ihn schon ein paar Mal gespielt haben, haben wir können eine spezielle Fähigkeit freischalten, die das dann für alle Verbündeten gilt. Das heisst, es kommen das alle über. Was noch stronger ist. Der hat eben jetzt auch noch Bleed, 30% Chance. Auf, wenn ein normaler Angriff krittet. Den kaufen wir jetzt gerade. Den tun wir nachher gerade austauschen. Gegen den wir jetzt gerade gekauft haben. Dann lassen wir das da. Also man sieht, wenn wir jetzt auf die Einheit gehen, haben wir die Trades da. Bloody Claw ist 30%, haben wir da verbessert auf 100%. Also jetzt immer, wenn er crittet, lässt er den Gegner bluten. Eben wenn der Current Target's Health is not full, also wenn es nicht mehr voll ist, dann hat er 75% mehr Attack Speed. Und eben da Wild Roar's Effects works on all Assassins. Gut. Eigentlich müssen wir dem das Spell Damage geben. Weil der hat eigentlich nicht so viel wie der. Jetzt geben wir das mal alles über. Dann geben wir dem einfach mal mehr. Oder geben wir das gerade dem. Den tauschen wir jetzt auch gerade gegen den aus. Weil der so vom Gefühl her der schwächste ist. Also er macht Poison bei einem normalen Attack, Critical Strike. Und macht auch sonst. Ja. Also macht sonst Damage mit seiner Ult, sagen wir jetzt mal. Das ultimative Fähigkeit und auch Gift. Gut. Da haben wir jetzt einen neuen Skillslot freigeschaltet. Dort würden wir jetzt Rebirth nehmen, also Leben regenerieren. Dann gehen wir da wieder raus und nehmen den nächsten Kampf. Es gibt dann also Elite-Kämpfe. Also die haben zum Beispiel jetzt mehr Armor Penetration, also wenn wir viel Armor haben, kommen die leichter durch, aber wir kommen zweimal so viele Bücher über wie beim normalen Kampf. Also nehmen wir klar den. Gut, dann schauen wir, weil die Gegner auf uns zulaufen, nehmen wir die eigentlich 1 führen. Weil dann greifen sie gerade an, weil die 2 Sekunden sind nicht so lang. Dann nehmen wir die, dann tun wir die wieder Ruhe heilen. Zum Glück nicht mehr angegriffen. Das heisst, wir kommen wieder volle Coins über. Redwood wollen wir nicht. Galaxy Rush. Increase Attack Speed of all Allies, also den brauchen wir sicher. Also das Mana-Rate wird erhöht. Die Mana will increase the normal Attack Damage. Aha, die Mana-Regeneration wird die normale Attack Damage erhöhen. Und ist 60% vom Mana. Wenn ich es richtig verstanden habe. Gut. Dann kaufen wir da trotzdem den Tank, weil den werden wir nachher wieder einsetzen. Ist eigentlich lieber Assassinen, aber du, Amix kann man nicht wählen.
Gut. Dann können wir eigentlich schauen, wie viel Mana das die haben. Der hat 100. Der hat auch 100. Also wir geben jetzt einfach mal ihm da. Weil da gibt es dann nachher ein Set, dass alle mehr Attack Speed haben, sobald wir Bloody Pioneer Boots haben. Ja, jetzt noch viel zu erklären, merke ich gerade. Den hätten wir schon mal promoten. Nachher gehen wir dann in Richtung Leadership erhöhen wieder. Gut, eigentlich wenn der kommt, dann sieht man da sind wir eigentlich gerade direkt vor dem Boss. Das Buch wollen wir nicht. Da bekommen wir jetzt so einen Würfel über, wo man das Equipment kann resetten kann. Da haben wir jetzt Rebirth. Die 3 Bücher wollte ich eigentlich nicht, also trade ich das mal, dass ich dann irgendwann den Skill kann verbessern kann. Also der da kann jetzt 1 von 2. Ich hätte eigentlich lieber Powerfield gehabt, aber das ist nicht zur Auswahl gestanden. Gut. Dann da ist jetzt die Frage. Der macht also OE-Angriff. Ich würde sagen, ich gebe dem mal die Tanky-Sachen. Und hoffe, dass er den Damage mag tragen. Und dann hoffen wir, dass wir die zwei gerade ausschalten können. Und jetzt habe ich wieder nichts überlegt. Ja, es wird mega schwer. Ja, vielleicht endet der Lauf schon da. Oder ich muss jetzt einfach den Ding hier tun. Der Chef da. Das ist jetzt halt ein bisschen der Nachteil. Weil jetzt kann ich eigentlich die da hinten nicht angreifen. Also es jumpen nicht hindern. Also gut, die Assassin jumpt dann schon hindern, aber jetzt für den Start ist es halt nicht so gäbig. Ja, keine Chance. Das finde ich einer der stärksten Gegner, die es gibt. Ja, man sieht es. Der überlebt mega lang, aber sobald er sein Feld macht, ist eigentlich... Ja, wir gehen mal rein. Ah, ich habe natürlich den rausgenommen, was überhaupt nicht schlau war. Das geht natürlich nicht. Man sieht jetzt, wenn er natürlich sein Spell nicht macht, dann könnte es sogar funktionieren. Jetzt hoffen wir, dass wir da gleich wieder den Heal ready haben. Jetzt natürlich auch durch das, dass der jetzt seine Spells nie machen kann. Ja, jetzt kommt... Aber es wird trotzdem mega close. Also man sieht es. Ja. Es wird sogar lang. Aber ja, ich weiß nicht. Oh nee. Okay. Also seht, ich habe jetzt nur noch 1 Leben, also wenn jetzt noch eine stirbt, ist der Run vorbei. Damage taken wir, das ist 10%. Dann nehmen wir mal das noch. Ich hoffe, dass jetzt funktionieren. Ich muss trotzdem dem da hinten den Schild geben, sonst stirbt er mir da weg. Das wäre halt, wenn sie jetzt crittet, dann können wir jetzt natürlich auch... Ja, jetzt ist es vorbei. Also die Schwierigkeit ist schon recht hoch in dem Moment. Ja, schade. Aber ich glaube, man hat ein bisschen verstanden, um was das... What? Wir haben noch einen letzten. Wir können natürlich dem Silent Sword noch mehr Schaden geben. Das heisst, ich soll den Streamer geht, wo immer die Sachen vergessen. Jetzt vergesse ich es auch. Jetzt sehen wir, Hero Life is empty. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen... Ja, Return to Tavern, confirm. Nicht geschafft. Aber ja, ich könnte noch
sehen wir, jetzt könnt ihr mal eins abstellen. Jetzt haben wir da 715 Diamanten bekommen. Dann können wir da neue Sets freischalten. Also zum Beispiel jetzt Attack Power erhöht. Was eigentlich noch gut ist. Ja, kaufen. Und bei den Follower kann man jetzt eben, ich sage jetzt mal, ich habe die meisten Assassinen genommen, weil ich es recht cool finde. Also Trades kann man dann da freischalten. Ich glaube, da habe ich jetzt dann wirklich alles. Ja, da habe ich sogar alles. Da habe ich aber auch alles. Da sehen wir, da können wir dann unlocken für irgendwie 200 von denen. Zum Beispiel, dass er 4 Mana herstellt, wenn er blockt. Und so weiter und so fort. Ja gut, dann wäre es das für heute. Dann wünsche ich euch noch einen knusprigen Tag und bis gleich mal. Tschüss!